Salut zusammen, ich bin der Luzi und willkommen zu der ersten Folge von Luzi bastelt. Das ist ein neues Projekt, das ich starten will, ein bisschen professioneller. Von wegen, dass ich Sachen bastle mit Sachen, die ich in diesem Raum da finde. Grundsätzlich, alles was da drinnen passiert, es muss funktionieren. Ob es schön aussieht, das ist eine andere Sache. Meine Arbeitsweise ist ein bisschen, wie soll ich sagen, der Titel beschreibt es relativ gut mit von wegen basteln. Dann kommen wir auch schon zu unserem Projekt für das Video. Das ist der Bass. Ich habe gedacht, heute mache ich mal etwas daraus. Geplant ist, 3 Tonabnehmer reinzubauen und neu zu lackieren. Das wären die 3 Tonabnehmer. 2 davon sind eigentlich Gitarren-Pickups, aber das wird doch keine Rolle spielen, weil das Ding ein bisschen zusammenbastelt wird. Und ja, fangen wir doch einfach mal an. Kaum angefangen, stoßen wir auch auf unser erstes Problem. Der erste Tonabnehmer passt hier schön rein. Der zweite passt vorne auch noch schön rein. Jetzt haben wir einfach noch ein Problem. Der dritte passt nicht ganz rein. Für das haben wir ein ganzes grosses Pack Fräser. Meine Akkumaschine ist irgendwo anders. Nicht da. Und wir sehen uns später. Mama, I don't wanna go to school. Everybody just so damn cool. You're selling. It's our lights you're selling. How much money do you receive? Say things you don't believe in. Nothing else that I can say. Fuck you, NRA. 2000 Jahre später. Das hat jetzt sogar ein bisschen besser geklappt als erwartet. Zwar nicht mit dem Fräser, aber dafür mit dem Stechbüttel. Wie gesagt, ich nehme nur Materialien, die ich da drin finde. Und Oberfräse gehört leider nicht dazu. Jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Schritt, nämlich zum Aufzeichnen von unserem Secret, das wir werden brauchen. Ich habe mir die Idee gemacht, dass wir einfach 3 Volume-Potties haben und einen Depth-Switch. Und mehr eigentlich nicht, because nobody needs tone. Vielleicht Chaser, aber ich persönlich kann mich nicht so einstellen, dass es passt. Ist zwar jetzt nicht unbedingt sehr professionell gemacht, aber ich denke, so könnte es funktionieren. Und jetzt tue ich den Hals abnehmen, die Bridge abnehmen, den ganzen Body mit Scotch ein bisschen anrauen und dann mit irgendetwas Ähnlichem wie verdünnen putzen. Mal schauen, was ich finde und sehen wir uns nachher wieder beim Aufspritzen. Ihr fragt euch sicher, Luzi, in was für eine super tolle Farbe willst du den Bass lackieren? Goldig. Leider konnte ich nicht filmen, wenn ich den Bass lackieren will. Es ist einfach zu dunkel hier oben. Am nächsten Tag. Wie man an meinem neuen T-Shirt ansieht, es ist ein neuer Tag. Ich habe den Body über Nacht rechnen lassen. Ich muss ehrlich sagen, besser als erwartet. Bin überrascht,
positiv von dieser Farbe. Ja, das Einzige, was jetzt noch zu machen wäre, ist die ganze Verlötung machen, nachher die Tonabnehmer einbauen, vor dem Funktionstest machen, nicht, dass ich nachher alles wieder rausrupfen wegen dem Troubleshooting. Bis nachher. Fuck! Well, eins rauchen. Don't let anybody do you wrong. And I could keep this away for hours. Could do this the whole night long. And everybody keeps on moving. They're moving underneath the blue light. 1 Minute 37 Sekunden später. Jetzt kommen wir zum grossen Moment. Zum Moment, wo alles entscheidet. Ist meine Logik, was die ganze Schematik vom Bass richtig war, oder habe ich fett abgelöst? Hoffen wir, es sei gut, weil es schießt mir nachher nochmal an, alles Zeugs auseinanderzunehmen und troubleshooten. Please, pray to the gods. Der Vorder läuft, der Mittler läuft. Everything works pretty fine. I'm fucking happy. In dem Fall sehen wir uns später, wenn die Seiten drauf sind. Ich kann das erste Mal in MP stecken.
heutige Folge ist ermöglicht worden durch Isolierband, wenn du arm bist für eine richtige Kamera.